Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic of Pelzig in der Riordan. Der senkt sich hier den Kittel an und guckt dumm in die Gegend rum. So, da sind wir schon mal gewesen. Aber das muss immer in ernsthafter Mission unterwegs, eindeutig. So. Gute Einhänder haben wir zwar trotzdem, aber ich würde mal sagen, unser getreuer Einhänder ist gar nicht mal so übel. Er macht 85 Schade. Ich denke, das ist gar nicht mal so verkehrt hier. Innos Zorn könnten wir auch nicht mehr. Aber ne, das wäre ja wirklich... mehr können wir nicht machen als und also, so ein Zweihänder ist relativ sinnfrei für mich, finde ich. So, dann gehen wir halt wirklich den Weg bis zum Ende. Bitter durch und nehmen diese scheiß Gammelrune, weil die ist wirklich so ranzig, die Rune. Die braucht ewig, bis sie castet. Aber na gut, da könnte ich dann auch nochmal einen Speicherpunkt setzen. Aber jetzt erwartet uns gleich nochmal Filmsequenz, deswegen speichere ich hier vorher auch nochmal ab, weil es kann sein, dass er da wieder hängen bleibt und dass ich die Filmsequenz nachträglich einfügen muss. So, da ist Milty Boy, deswegen gibt es hier einen Speicherpunkt. Okay. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Ajo, Flüsterkumpel hier. Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Verlass dich auf jemanden und du bist... Wir sehen es jetzt leider nicht, wie er hier das Ding erkundet und sich genauer anguckt. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Also ein bisschen, ja. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt. Ich finde es so geil, wie dann Satu-Raster aber steht und so absolut schnaufend hier runter guckt zu uns. Okay, hier sehen wir jetzt schon gar nichts mehr vor lauter Wiescht. Aber okay, dann Uriziel. Dies ist das Schwert Uriziel. Ist magisch geladen. Magieschaden 120 statt einfach nur Schaden. Und Feuerschaden macht es auch noch 30, benötigt Stärke 30. Das ist halt ziemlich geil. Wert 10.000 Erzbrocken. Ja, ich glaube doch nicht, dass ich das hergeben will, ohne Scheiß, auch wenn ich mit dem Ding nicht umgehen kann, drauf geschissen. So, dann gehen wir mal wieder zu Xardas. Und gucken mal, was der dazu sagt. So. So, weil ich glaube, ich will wirklich, ich will die Rune einfach nicht. Ich habe es Elmo probiert und es war absoluter Murks mit dem Ding. Das war wirklich nicht gut. So. Oh Mann, leckt wieder ein bisschen das Spiel. So, Xardas, ich habe wieder was. Hör mal auf zu lesen. Sei gegrüßt. Servus, bitteschön, hier. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich. Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Das ist geil, ne? Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. So, da hält man das nochmal. Jetzt machen wir hier nochmal einen Speicherpunkt für hier. So. Dann gucken wir nochmal mit dem Sei Magie-Gedöns. gegrüßt. Hi. Du bist der einzigste Freund, den ich da habe in der Kolonie. Du erwähntest einen Weg, wie ich Uriziel auch als Magier wirksam führen könnte. Außer Milton, Diego Wenn und du Gorn. Uriziel genau betrachtest, Sind auch noch meine Freunde. wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Ah, jo. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge.
Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uriziel. Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen wie mit der Kraft des Schwertes. Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des 6. Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann. Okay, so, jetzt zeige ich euch das einfach mal. Entferne den Stein aus Uriziel. Dieser Schritt ist endgültig. Soll ich den Stein wirklich aus der Klinge entfernen? Nee, aber komm. Hier. Ja, tu es. Du hast es so gewollt. Hier, nimm das leere Schwert und die Rune. Okay. So, ich will euch das einfach nur mal zeigen. Das leere Schwert ist jetzt wieder einfach Uriziel hier. Macht 90 Schaden und braucht 30 Stärke. So, das hätten wir dann noch. Taurus-Schwerter, ja, das ist auch so ein Zweihänder. So. Dann haben wir diese tolle magische Rune jetzt. Wo ist sie dann? Gucken wir nochmal. Untote vernichten, Feuer, bla bla, bliblablub und tralala. Den können wir entfernen. Kugelblitz, Eispfeil, Windfaust, na? Was ist denn der Quatsch? Feuerregen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wo ist denn der Käse? Da ist er doch, oder? Nee, hier. Uriziel, Welle des Todes. Dieser mächtige Zauberrune enthält die uralten Kräfte des Schwertes Uriziel. Kreis 6. Mana-Kosten 10 und Magieschaden 200. Probieren wir das Ding doch mal aus. Todesring. So, Achtung. Das fetzt schon gut rein, ne? Macht halt schon ordentlich Schade, das Ding. Aber braucht halt lang, bis es castet. So. Vergessen wir unsere Meinungsverschiedenheit. Okay. Ja. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Ohne Scheiß. Ich meine, ich habe jetzt hier gespeichert. Hier kann ich mich immer noch entscheiden. Sei gegrüßt. Wissen wir was? Ich mach's jetzt doch erstmal. Wenn ich Eine Bla 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 bla. Blö. Ja, mach schon. diese So, bitteschön. Ja, du Weil es ist ja immer hier. Das Ding ist ja immer hier. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, es macht ja immer hier 200 Schaden. Uriziel macht halt 130 Schadenspunkte und nochmal 30 Feuerschaden. Aber trotzdem, ich kann doch irgendwie schwer widerstehen jetzt, euch das einfach mal zu zeigen. So, jetzt haben wir diese tolle Sache hier mit Uriziel. Hier brauche ich noch Skars Schwert. Das kann ich nämlich richtig effektiv führen. Und dann müssen wir ja wieder irgendwie zur Orkstadt. Das heißt, ich probiere jetzt einfach mal. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ich probiere jetzt einfach mal den orkischen Teleport aus. Orkischer Teleportationszauber. Probieren wir den nochmal aus. Und? Okay. Sehr praktisch. Äußerst praktisch. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt wieder zurück hier. Und kümmern uns um den Rest vom Schützefest. So. Und wieder Reihe hier. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt halt wieder bis noch hinten durchlatschen. Dann hätten wir auf 9 hätten wir hier den Todesring. Das wäre halt dieser Zauber. Schluckt nicht besonders viel Magie, braucht aber lang, bis er gecastet hat. Das heißt, den muss man vorsorglich einsetzen. Ist jetzt nicht gerade das beste Ding, muss ich wirklich gestehen. Aber dann gehen wir halt den Weg wirklich als Magier bis zum bitteren Ende durch. So. Die Erzrüstung ist natürlich auch schon ziemlich cool. So, da liegt noch ein Schnitter rum, aber das brauchen wir nicht mehr, das Zeug. Dann gehen wir wieder bis zum Ende durch. So. Und gucken wir mal, was wir mit der Rune hier Tolles anstellen können. Wenn es wirklich absoluter Murks ist und sich als nicht besonders effektiv erweist, dann würde ich doch tatsächlich sagen, lade ich nochmal und kehre mit dem Schwert wieder zurück und habe dann halt meinen Cut gesetzt im ersten Moment dann halt, ne? So, und joink. Und quack. Und quack. Und hoch. So, sehr schön.
Können wir auch hier durch den Gang jetzt wieder gehen. Haben wir ja auch gelernt. Da kommen wir da nämlich wieder bei dem hier raus. Genau. Und dann kümmern wir uns auch um das, was übrig ist. Sprich um den Schamane und um Korkalom. Der soll ja angeblich auch beim Schläfer sein. Und das scheint wohl dem Schläfer auch so gut zu gefallen, dass der im ersten Moment auch die Templer nicht automatisch umbringen lässt, sondern dass die in Friede mit einer untoten Orks hier kooperieren können. So, da kommen wir weiter durch. Okay, es ist jetzt alles eigentlich schon erledigt, was wir hier machen mussten. Und deswegen geht es jetzt nur noch dort hier, wo wir bisher noch nicht durchkamen. Da liegt noch so ein toter Babbo in der Gegend rum. Und da ist dann wieder der Overgoscher Ork. So, mit dem legen wir uns gleich mal an, mit Uriziel. So, in dem Moment dann erst einmal speichern wieder. Das machen wir dann hier beim Yankee 4. Und dann legen wir mal los. So, jetzt kann der Overgoscher hier mal kommen. Du hast nicht die Macht, mich zu besiegen. Glaubst du aber, dass ich die hab mittlerweile, du Freaky Friday. So, das kriegst du mal auf den Gosch. Und... So. Gut, der hat mich ja nicht mal wirklich angegriffen. Das war Glück gehabt, würde ich sagen. Bannklinge, Todeshauch oder ja noch auf Kreis 6. Alter Falter, Magieschaden 100. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Und noch eine Klinge hat ihm gehört. Warte mal, welche waren das? Dämonenstreich, Lichtbringer, Zeitenklinger, Weltenspalter. Oh, der hat gar keine gehabt, wie es aussieht, oder? Doch, Bannklinge. Dies war das Schwert des untoten Ork Hohepriesters Gorashwarak Arushat. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Oh, vielleicht esse ich einen Salat mit. So, gut, das wäre mal das. Dann kann ich jetzt auch seinen ekelhaften Todeshauch auf jeden Fall anlegen. Weil das Ding ist auch ziemlich geil. So, jetzt holen wir uns das mal. Weil wir dann... Macht nämlich 100 Schaden, das Ding. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Eiswelle, Feuerpfeil, Feuerregen. Ja, Untote vernichten, haben wir schon. Ja, man, Todeshauch. So. Kann ich so ein ekelhafter Stinkeatem hier losflitzer. Perfekt. Aber Uriziel brauchen wir auf jeden Fall, um an dem Knabe hier vorbeizukommen, anders geht's halt nicht. Aber Schade von 100 ist natürlich ziemlich geil für die Mana-Koster. So, dann gehen wir mal dort hier. Oh, da ist nochmal so einer. Ups, das war dann schon mal gleich der apokalyptische Templer. Nicht so gut. Nee, Quatsch. Dann war das auf Todesring, war auf 9. Und? Hat das denn getroffen? Ups, ja, es hat ihn getroffen und er ist wohl nicht sehr erfreut darüber. So, der Todeshauch kriegst du jetzt auch noch ab, du Stinktier. Kannst gleich zum Kroschi dazu hier. Zu deinem neuen Kumpel. Hey. So. Mistkerl. Hüterklinge hat er noch. Sein Zeug zischen wir am Ach ab. Ja, es ist eigentlich jetzt doch nicht so... Ich habe das irgendwie total hundsmiserabel im Kopf gehabt. Aber das Problem ist halt der Cast-Zauber, bis die Gegner bei ihm sind. Viel zu lang. Den Todeshauch, den man hier abzischen kann, der braucht ja 8 Grad 6. Also von daher ist es auch nicht der Todeshauch. Das ist jetzt auch nicht gerade der gammeligste Zauber, der 100 Schaden macht. So. Okay, da sind wir jetzt fast angekommen. Wenn wir hier wieder den Yankee 4 machen. Und Todesring. Ja, da kommt er schon arg gegammelt. Und? Aber grad so, wenn ich das sag. So. Schön gemacht hier. Okay. Sonderbarer Stein. Probieren wir den. Wobei, erstmal wieder die Yankee 4 machen. Kann ich hier nochmal ausprobieren. Passiert nichts. Hier. Passiert auch nichts. Der da? Nö. Und dann vielleicht der da. Ne, Quatsch, an dem war ich schon. Der da vielleicht?
Ne? Nö? Dann muss es aber der hier sein. Komm schon. Na, Alter. Immer der Letzte, der mal ausprobiert, ne? Oh, hier sieht's aber echt schon geil aus. So, dann machen wir hier nochmal die Yankee 4. Ja, das ist schon richtig geil gemacht. So, noch irgend so ein Babbo vorne? Ich glaube. Steht nochmal irgend so ein Hansel vorne dran. Ah, du hast Xardas. Okay, das war der Hansel, den ich gesehen habe. Allerhopp. Der ist mir anscheinend noch gewackelt. Und da hinten sehen wir schon den Schläfer als Statue. Och Gott, was ein Blickwinkel. So. So wollte ich Xardas eigentlich auch schon immer mal nicht sehen. Bewegt sich noch was, oder? Ist abgestunken. Hoffen wir mal nicht, dass abgestunken ist. Nee, es ist wieder irgendwas sichtbar. Aber es ist hauptsächlich schwarzer Bildschirm, auch wenn sich irgend so Kamera ohne rechts noch dreht. Aha, Ewe kommt Licht in die Sache. Gut. Ah, durch die ganze Textur hier. Heidewitzka. Wenn das nicht gut aussieht hier. Also wie gesagt, dahinter haben wir den Schläfer schon mal abgebildet. Das ist ja... Sieht nicht gerade wie die freundlichste Entität aus. Und Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den 5 Herzen auf sich hat. Die 5 Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in 5 Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den 5 Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht. Was ist los mit dir? Ich muss... der schläft wohl auch Ei. Und gut, dass ich die Klinge mitgenommen habe. Ja, ach, der mächtigste Erzmagier Xardas kippt hier um. Und das war's mit ihm. Tja. Sieht nicht so gut aus für uns, ne? Ja. So oder so führt es, glaube ich, alles in die Halle des Schläfers, wie er es genannt hat. Er ist schon ein ziemlich ekelhaftes Biest, der Schläfer. Ja, Xardas ist halt auch glücklicherweise noch dabei. Das ist ja unser Mentor, könnte man so sagen. So. Okay, was haben wir dann hier noch Schönes? Da hat man wohl schön mit schwarzem Marmor gebaut. Ich weiß nicht, ob das Spinnenwebe sein soll oder ob man das wirklich als Marmor dargestellt hat. So, also in die Halle des Schläfers mag ich erst, wenn ich ein paar Tränke gezwirbelt habe. Zum Beispiel hier, sowas. Boah, 16 Stärke nochmal aufgemotzt. Ich weiß nicht, ich habe hier mein Limit erreicht beim Lernen. Aber bin immer gespannt, ob das auch nach wie vor geht. Oh Gott, Nummer 30 Mana, aber drauf, Gewitter erleid. Das sind schon ziemlich gute Mumie. Die hätte ich mal wesentlich früher schon gewünscht. Nochmal, alter Falter, 32 Stärke kriege ich nochmal als Bonus. Okay, ich bin gespannt, ob das nochmal meine Stärke erhöht. Oh Gott, Trank der Herrschaft, Geschicklichkeit und Stärke plus 6. Boah, Alter. Also ich bin hier tierisch gespannt, obwohl ich mein Lernlimit erreicht habe, ob ich da noch mehr kriege. Das ist ein normaler und noch ein Attributserhöhender für die Lebensenergie. Und hier noch einmal, alter Falter. Das geht hier ziemlich gut ab. So ganz zum Schluss werden wir nochmal richtig gut belohnt. Da muss ich nichts aufmachen, da haben wir ganz normale Heiltränke. In der Truhe ist das Schlechteste. Also wer bisher noch, ja, beim ersten Durchgang habe ich das gar nicht gecheckt, weil ich nicht gewusst habe, dass man diese Mumie auch öffnen kann. So, dann machen wir hier nochmal. 15, 30, 45 und 60 nochmal unsere Lebensenergie erhöht. Dann genau dasselbe Spiel bei unserem Mana. Auch nochmal um 60 erhöht. Gewitter erleid. So, jetzt gucken wir mal rein. Ich habe insgesamt 150 Mana. Okay, 160 Mana. Sehr schön. Ich konnte ja auch nur maximal auf 100 aufsteigen von mir aus. Gut, dann müsste das auch funktionieren. Stärke und Geschick plus 6. Stärke
8, 16, 24, 32 und 40 nochmal hoch. Lecco mio. Jetzt haben wir Stärke von 146. Ja, das fetzt gut rein, würde ich sagen. Nicht schlecht. Okay, dann ziehen wir das bis zum Schluss durch jetzt mit unserer Rune. Das war kein schlechter Seitenraum hier. Symbol des Schläfers ist auch das, was bei Gothic hier das Symbol 8 darstellt. Ah, da geht's auch noch lang. Okay. Also das Hauptsymbol von Gothic ist, wie ihr jetzt sehen könnt, das Zeichen von Schläfer. Das ist auch das, was man im Hauptmenü, glaube ich, auch sieht. Das Symbol des Schläfers. Aber er ist ja immer hier unser Gegner, unser Endboss. Von daher finde ich das auch nur fair. So, da haben wir nochmal so Mumie-Parade. Und da können wir uns auch nochmal stinknormale Tränke holen. Ja, am Anfang ist mir da wohl sehr viel entgangen, muss ich sagen, wenn ich da noch nicht die Mumie geknackt habe mit den ganzen Tränke. Hier haben wir noch Essenz des Lebens und nochmal einen Geschicklichkeitstrank. Plus 8. Da haben wir nochmal Mana und alles. Ach du Scheiße. Ja, hier wird man nochmal richtig gut aufgepumpt zum Schluss, muss ich sagen. So. Also auch gerade mit meiner stinknormalen Waffe dürfte ich jetzt ordentlich Schaderei roppen. So, da ist nochmal so ein Trank der Macht. Alter Falter. Hier werden wir nochmal richtig verwöhnt. So Räume hätte ich vorher gebraucht. Definitiv. So. Ich glaube aber in Gothic 2 mache ich definitiv Paladin. Weil der hat auch schöne Zauber parat, die jetzt nicht wie diese ganze magische Zauber sind, die man hier hat. Hier nochmal Geschicklichkeit um 16 erhöht. Sondern der hat seine eigene Paladin-Zauber, aber die sind schon ziemlich geil. 15 und ja, insgesamt 15. 30, 45 und 60 nochmal. Gewittererleit nochmal um 60 erhöht. Nochmal 30 mehr für Mana. Nochmal 6 Stärke und Geschick und 16 Stärke mehr und 22 dann insgesamt nochmal hier. Alter Falter. Okay, so. Jetzt dürfen wir soweit sein. Mit Werte. Stärke von 168, Geschick von 61, Mana von 190, Lebensenergie von 624. Ich denke, wir sind soweit. So, dann zappeln wir jetzt runter. Und gehen zum Schläfer und sagen Domo Hallo. Aber der Tempel sieht echt geil aus. Sehr düster mit dem schwarzen Marmor, aber auch sehr geil gemacht. Eieieiei. Ja, und da kommen wir runter. Okay, dann gehen wir mal runter. Die Götze-Statue oder die Götzen, ja, das ist ja ein Erzdämon, also insofern kein wirklicher Gott. Also die Götzenstatue vom Schläfer an sich finde ich schon sehr beeindruckend. Und hier dieser Tempel ist schon geil gemacht. Das ist sozusagen nochmal der Tempel im Tempel drin. Da machen wir nochmal die Yankee 4. Und dann wird der nochmal erkaucht hier. Der apokalyptische Templer. Okay, dafür hat es gereicht. Der hat sich aber glücklicherweise auch nett bewegt, der Typ. So, apokalyptischer Templer. Ich flatter mal nochmal und der Hüterklinge nehmen wir auch mit. Leider lässt sich das Inventar nicht in Gothic 2 übertragen. Muss ich gleich an der Stelle noch sagen. Also bei Gothic 2 fangen wir wieder ganz bei 0a. Ach, was unsere Attribute angeht. So viel Glück haben wir da leider nicht. Dass wir hier ein bisschen was mitkriegten. So, da haben wir schon die Haupthalle vom Schläfer. Vorher nochmal einen Trank nehmen. Und vorher nochmal die Yankee 4 machen. Und dann kommen wir dort hier, wo wir hier müssen. So. Todeshauch wähle ich nochmal aus, um zu gucken, wer wo ist. Und da steht tatsächlich noch eine Templerwache. Und da sind sie. Und vor ihnen ist die Kreatur. Der Schläfer. Und er sieht aus wie ein ekelhafter Minecrawler. Also ich zumindest finde, er sieht aus ein bisschen wie ein Minecrawler. So. Apokalyptischer Templer. Okay. Warte mal, wir probieren es mal so.
Wir probieren es einfach mal so. Okay, wirklich schade mache ich damit jetzt auch nicht gerade, ne? Okay, nee, da brauche ich tatsächlich Uriziel oder was ähnlich Mächtiges. So. Und? Schwein gehabt. Sehr schön, das hat gerade noch so gereicht. Ah, du brennende Kadaver. Wahrscheinlich, weil der Typ nochmal um mich rumgeschlichen ist. Das könnte die einzigste Möglichkeit noch sein. Okay. Dann haben wir jetzt noch Kor Kalom und seine Jungs. Und der Schläfer direkt noch vor uns. So. Da hinten, wo die Höhle ist, da sitzt da der Schläfer. Aber den haben wir gerade nicht dargestellt. Und? Sehen wir ihn jetzt? Ah, da hinten. Da hinten auch noch? Nee, okay. Und. Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den hier. Mist. Und? Das ist das, was ich gemeint habe mit dem Caster und so, ne? Das ist das, was ich gemeint habe von wegen Caster bringt ja im Nahkampf einen Scheißdreck. So, und... Okay. Gegen die Knabe können wir so halt leider nur Mano a Mano kämpfen. Und? Okay, gut. Mehr geht leider nicht. Die riese Reichweite hat das Ding jetzt auch nicht. Aber ihr seht, das Schwert wäre schon echt besser gewesen. Aber trotzdem, ich mag es irgendwie als Magier durchzuspielen. Das ist eine größere Herausforderung. So, dann speichern wir hier nochmal den Yankee 4 ab. Und probieren jetzt mal unser Glück mit Kor Kalom und seiner Spinnerbande, die hier ohne lauert. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Jünger plus Kor Kalom, aber kein Templer mehr. Schließlich sehen wir uns also wieder. Mein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläfer, erwache! Ach Gott, kotz am besten noch vor lauter Wiescht. So. Und. Oh. Nochmal. Besessener Novize. Hopp. Weg mit der Magie. Weg mit der Magie. Oh. Nee, du falle ich sonst schon Cäsare-Mord zum Opfer, wenn ich das mache. Aber wir lassen die mal herkommen. Nee, immer noch Cäsare-Mord. Nicht gut. Okay, dann folgt mir ein bisschen. Das sehen wir gleich. Und. Bitte, bitte. Scheiße. Ach, wenn ich bitte, bitte mit ganz viel Zucker over drauf sag. Okay. Der haut einfach ab. Ja, und du? Wer hätt's gedacht? Naja, also. Ein paar habe ich, glaube ich, mitgenommen von deiner Knabe hier. Sehr schön hier. Okay. Das ist natürlich das Geile an der Rune. Das ist das Tolle an der Rune Uriziel. Dass ich hier die ganze Knabe mit 2 Mal Wirke instant killen kann. Die Typen haben halt auch nichts dabei. Sind leider Gottes habe nichts. Aber das macht nichts. Yep. So, jetzt kümmern wir uns um verrückter Kor Kalom. Ich finde es schön, dass das nochmal mit dabei steht. Verrückter. Okay, der Kater hat jetzt noch 2 Mal genießt im Hintergrund. Na, komm her, Kalome Kori. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Hey. Hey. So. Hey. Verdammt mal. Ich glaub, dir brennt der Kittel. Ich glaub, mir brennt der Kittel. Hey. Das kann's auch nicht sein. Verdammt mal.
Nee, ich muss aus dem Einfluss rauskommen, das ist scheiße. Sonst pyrokinetiert er mich zu Tode hier. Okay, das ist nicht gut. Dann erhauche ich dich halt zu Tode. Okay. So. So. Der Kalome Kori bringt nämlich auch nochmal 10.000 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Pyrokinese und Kaloms Schwert. Schaden 70. Ja, das ist mittlerweile Lappeduddelzeug für uns. So, so ein große könnte ich mir noch zwirbeln und so einer noch. Und ich würde sagen, hier mache ich meinen Cut. Nee, Quatsch. Ich meine, klar, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende, aber trotzdem, der ist ein bisschen Weg. Das gehen wir jetzt auch noch. So, Yankee 4. Und dann erledige ich mal das jetzt auch noch hier. Och Gott, einer ist übrig geblieben. Das ist der Recht vom Schütze fest. Alle hopp. Oh, der kann nur von Uriziel getötet werden, wie es aussieht. Okay, hab's kapiert. Da rennt er einfach weg. Ich glaube, da hole ich mal lieber mal eine Salami, ne? Einfach mal so, weil ich Hunger hab. Hey. Ich wollte doch einfach nur den scheiß Zauberwirke, du Hane-Bambel. Yes. Der haut einfach ab. So, jetzt nochmal. So, sehr schön. Einer war übrig hier noch. Die Knabe haben ja auch nichts anderes als die Richtstäbe bei sich. So. Das war's jetzt so damit. Ab jetzt kommt nochmal die schöne Action. Jetzt dürfen wir nämlich Herzilein spielen. Denn in der Mitte hebe ich mal ganz zum Schluss auch für dich. Kruschak, du scheiß Typ. Gerade mal A gucken. Ist der wirklich? Ja, der Schläfer. Einfach nur der Schläfer. Ist der hässlich. Okay, so großartig scheint er wohl nichts machen zu können. Der ist wohl noch dabei, sich die Aare zu reiben und wach zu werden. Orkischer Herzschrein. Herzlichen Glückwunsch. Was sind denn die riese Herze, Alter? Oh, da ist was. Hier. Ein Dämonenlord. Okay, ich glaube, du brennt mir auch gerade Kittel. Mit dem Knabe soll ich mich vielleicht nicht so lecker. Da brauche ich Uriziel. Und? Ich habe mir ein bisschen schade gemacht. Okay. Ja, Dämonenlord ist doch mal etwas härter. Deswegen ist die Rune doof. Wisst ihr Bescheid? So, jetzt machen wir das Spielchen noch einmal. Bis er nochmal so ein Geräusch macht. Und... Hallo? Dann halt nicht. Alter, dann zeige ich dich halt bis in den hintersten Winkel. Da sind ja schon andere gestorben. Du hast du auch noch Platz. So, und... Oh, scheiße. Nicht gut. Nicht gut. Dann sollten wir vielleicht der Haucher noch nehmen. Ja, gehen wir lieber. Sehr gut. Okay. 1000 bringen die Dämonenlords. Ja, die sind schon ziemlich stark hier. So in etwa habe ich die in Erinnerung gehabt. Aber mit Uriziel ist das natürlich wesentlich einfacher. Als mit der dämlichen Rune. Aber zumindest ein orkische Schamane. Herzschrein haben wir erledigt. So, dann geht's weiter im Geschäft. Einer ist schon mal aufgespießt. Das ist doch schon mal gut. Das war der dort drüber. Den haben wir erledigt. Dann die Yankee 4 und hier. Jetzt wird nur geherzt. Alter, was die für riese Herzen haben, ist mal ohne Scheiß. Okay. Dann lassen wir jetzt mal fortrennen. So. Und? Er ist immer noch hinter uns her. Okay.
ihr sehen könnt, der 6. Grad der Magie ist einfacher mit Todeshauch zu machen als mit dem Todesring von Uriziel. Der fetzt natürlich wesentlich mehr rein, aber braucht erheblich mehr Mana. So, mehr Zeit zum Caster, so rum. So, da können wir nochmal. Das in der Mitte hebe ich mal bis zum Schluss fertig auf, du Mistkerl. So. Da wird jetzt auch nochmal Herz-Action gemacht. So, dann schleppen wir auch noch bis hoch. Also als Schwertkämpfer geht es wirklich zack, zack, ruckzuck, fertig. Ups. So. Den kann ich so auch gewissermaßen auf Distanz halten. Aber ich weiß dann, von so einem mächtigen Ding wie Uriziel hätte ich eigentlich erwartet, dass man da auch so relativ fix damit fertig wird mit dem Zauber. Aber klar, der Macht gemäß muss man halt auch ein bisschen meditieren, dass der Zauber wirksam ist. Kann ich ja alles noch irgendwie nachvollziehen. Trotzdem ist es spieltechnisch etwas ätzend. Ich wüsste nur gern von jemandem, der das Spiel so richtig gemeistert hat, wie der da abgeht dabei mit der Rune. Oder, naja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt kann. So, dann hier nochmal speichern. Und der vorletzte ist dran. Zack. Ups, Happy Birthday, Sleeper. So, dann gehen wir hier durch. Und da ist er. Ja, ein paar Attacken kriege ich wohl oder übel ab. Dürfte auch der letzte Gegner hier sein. So. Das dürfte der letzte Gegner gewesen sein, weil ich glaube, mit dem letzten Herzschrein beende ich das Spiel sofort und leite zur Sequenz über. Deswegen auch nicht wundere, es kann auch wieder sein, dass die jetzt hängt und dass ich da einfach dann drüber gehe und die Sequenz wieder im Nachhinein einfüge. So, jetzt haben wir alles gepackt. Jetzt folgt nur noch das Letzte. So. Spiel speichern. Das letzte Herz ist übrig und du verschwindest von der Welt, Schläfer. Stirb! Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Jo, ihr liebe Leute, das war's. Das war Let's Play Gothic auf Pelzig. Nach wie vor immer noch eins von der geilsten Rollenspiele, wie ich finde, auch wenn es durchaus sein Macke hat. Steuerungstechnisch gesehen ist Gothic durchaus eins von den miesesten Spiele, kann man getrost so sagen. Storytechnisch wiederum ist Gothic eins von den geilsten Spiele, die es gibt. Das gleicht sich somit dann aus, wird aber nicht sagen, dass es deswegen mittelmäßig ist, sondern ich würde sagen, die miese Steuerung kann man zugunsten von einer grandiosen Story eigentlich echt verkraften, würde ich sagen. Es gibt ja auch genug Patches, die man dort drüber legen kann mittlerweile, sodass da eigentlich jetzt nicht so viel verloren ist, würde ich sagen. Die Community ist ganz großartig, was Gothic angeht, und dementsprechend würde ich auch mal sagen, die können das wieder sehr gut ausgleichen. Von daher, ja, das war jetzt erstmal, wie er zum Schluss noch so schön gesagt hat, und damit fängt die
Geschichte von ihm, das Abenteuer erst an. Aber das ist wiederum eine Geschichte für wann anders. Und zwar für mein nächstes Let's Play. Das wird dann Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Wird dann auch morgen erscheinen auf dem Kanal. Je nachdem, ich habe jetzt mal ein bisschen vorproduziert für Gothic. Kann auch sein, dass es wieder etwas problematischer ist, das Ganze überhaupt als Let's Play zum Laufen zu bringen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Aber Gothic 2 wird definitiv auch ein ganz, ganz tolles Projekt sein. Gothic Ends ist eher so der Story-Vorreiter, würde ich sagen. Damit man storytechnisch hinten dran ist, weil ich mache dann Gothic 2 inklusive Nacht des Raben schon mit dabei. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall das Wissen, was wir hier in Gothic Ends erlangt haben, weil da werden auch ein paar Charaktere wieder vorkommen und das Nacht des Raben DLC, was man dazu gepackt hat. Nee, Add-on, nicht DLC. Das Add-on beruft sich bewusst auch auf Charaktere aus Gothic Ends. Dementsprechend habt ihr bei der Nacht des Raben dann so ganz viele Aha-Momente. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich freue mich tierisch drauf. Und wir sehen uns morgen dann zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch Gothic Ends nochmal so zu erleben. Und eventuell kennt ihr das noch aus eurer Kindheit oder Jugend. Eventuell habt ihr es mit mir neu erfahren. Und wenn ja, hoffe ich, dass ihr so Shenny-Erfahrung habt machen können. Und wenn ihr wollt, holt euch das Spiel auf jeden Fall. Lohnt sich, meiner Meinung nach, definitiv. Genauso wie Gothic 2. Aber das ist eine Geschichte für morgen. Also machen's gut und bis morgen dann, ihr liebe Leute, zum zweiten Teil von der Gothic-Reihe. Ayan Yankee.